ganz herzlich willkommen zum Konzert vom Chor der 100. Wir freuen uns wahnsinnig, dass überhaupt jemand da ist. Und viel Vergnügen jetzt. Eine Stunde lang können Sie sich ein bisschen ablenken mit Musik, von dem, was draussen läuft. Wir haben hier den Chor der 100 vor Ihnen. Der Chor der 100 ist ein einzigartiger Chor, wie es nur so das Wochenende gibt. Chor der 100 ist ein Projekt, das ich gegründet habe, weil ganz viele Leute eigentlich gerne singen, aber sie wollen nicht in einen Verein und sie wollen nicht lange proben, sie wollen einfach ein kurzes, abgeschlossenes Projekt machen. Und das ist jetzt das 6. Mal, wo wir den Chor der 100 durchführen. Immer mal in der Innerschweiz und dann wieder im Thurgau. Und immer für jeden Chor der 100 komponiere ich ein Stück, das auch funktioniert, damit man auch in dieser kurzen Zeit, also 2,5 Tage, etwas einüben kann, das dann auch klingt und dass man auch noch Spass hat dabei und nicht die ganze Zeit am Büffel ist. Wir haben 7 Lieder, die wir Ihnen singen und nachher erzähle ich Ihnen, wie es weitergeht. Ich freue mich jetzt sehr auf mal die ersten 7 Lieder. Viel Vergnügen! Feel
Sing
sagt zu nichts und etwas und sie wissen gar nicht, wie die Lieder heißen und überhaupt, und das hat einen Grund. Es gibt jetzt nämlich ein Ratespiel. Ich hoffe, Ihnen haben die Lieder gefallen, wie Sie gehört jetzt nochmal. Allerdings haben Sie dazu einen Zettel in der Hand und Sie haben für jedes von diesen 3 Lieder 3 Möglichkeiten, was für eine Geschichte das Lied erzählt. Ich sage Ihnen, um was es geht. Jedes von diesen Liedern, die Sie gehört haben, hat eine Geschichte, eine Entstehungsgeschichte zu einem ganz berühmten Song. Und Sie müssen jetzt im Prinzip genau hören, was da stattfindet in dem Lied und aufgrund von dieser Geschichte verraten, welcher berühmte Hit das gemeint ist. Sie haben, wie gesagt, immer 3 Möglichkeiten, eine davon ist die richtige. Während dem Zettelverteilen gibt es jetzt ein bisschen Salonmusik, dass Sie sich nicht so langweilen, und nachdem Sie die Lieder, die wir gesungen haben, können wir die Zettel wieder einsammeln und machen dann eine Auswertung. Wunderbar. Wir starten mit dem ersten Lied. Ich sage den Titel nicht, aber Sie haben es schon gehört, es geht ein bisschen um Feuer und Rauch. Und Sie haben die 3 Möglichkeiten, wo Sie sich für eine entscheiden. Viel Vergnügen. Am See
hoffe, Sie haben es richtig schon gemacht. Um es nochmal deutlich zu sagen, Sie sehen, dass Sie in jeder Sparte von den 7 Liedern haben Sie 3 Möglichkeiten, das sind alles berühmte Lieder. Aber die Geschichten, die wir erzählen, das sind Geschichten, die tatsächlich so passiert sind und wo Komponisten von diesen Liedern inspiriert haben zu diesen Liedern. Das sind einfach so ganz klare biografische Begebenheiten, die passiert sind. Und dass Sie es nicht vergessen, bitte tun Sie auf dem Zettel auch Ihren Namen vermerken, damit wir nachher, wenn wir die Auswertung machen, über die Ziehen wissen, wer das ist. Jetzt zum zweiten Lied.
Schnurstracks zur Nummer 4. Im Nachbarhaus schrieb es und es wird, Nachbarsfrau brüllt die ganze Nacht. Nachbarsbuben dichtet, nein, Frau, nein, brüllt, wenn den Text und wenn der Zirkus macht. Gibt Erfolg und Geld, es lohnt sich, wenn man tröstet und den Zähnen lacht. Nein, Frau Brünnert, 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 nein, Frau Brünnert. Sind der richtige Frau, nimmt er traurig sie, wenn es dann doch was schreitet, zum Ziel nur für sie. Nein, Frau Brünnert, nein, Frau Brünnert, nein, Frau Brünnert. Das wäre Nummer 4 gewesen. Jetzt kommt Nummer 5. Soweit alles gut, Ihnen? West-Berlin in der 80er Jahren. Rockkonzert von den Rolling Stones. Plötzlich flügen Luftballen überall, überall. Luftballen fliegen über Tour. Volkspolizei blinkt ruhig und stur. Rückt noch vor sich, was passiert, wenn der Foto hässlich wird.
wäre zur nächsten Nummer. Danke vielmals. Sie haben vielleicht gemerkt, wenn Sie Geschichten nicht kennen, ich habe mich immer an einen Parameter von der Originalkomposition ein bisschen orientiert. Sagt das der Rhythmus, sagt das auch die Wortdurchfluss, also Englisch knallhart auf Thurgauerdeutsch übersetzen, oder von der Harmonie. Jetzt ganz markante Bassfolge zum Beispiel im Original in die Richtung. Jetzt zum letzten Lied.
von der Bohemian Rhapsody. Mango Cherry ist im Sommer gut gelaunt. Celine Dion singt von Herzen und man staunt. Wie die Rolling Stones um 1016 Mal. Keine Satisfaction finden, nur Skandal. AC/DC's Highway führt zum Höllentor. Und eine Bombe kommt bei Tom Jones vor. Niemand reitet so wie sie im Gangnam Style. Luis Fonsi's Despacito ist so groß. Jetzt haben wir alle Zettel. Jetzt, danke vielmals. Sehr verehrte Damen und Herren, jetzt kommt die Auflösung. Also, nachdem Sie alle Zettel abgeben. Das erste Lied, Feuer und Rauch. Es gibt eine Band, die will eine Platte aufnehmen in der Schweiz und sie hat dann gesehen, wie es Feuer hat im Casino in Montreux. Das ist das Lied Smoke on the Water von Deep Purple. Das war die Inspiration. Sie haben gesehen, wie der Gründer vom Jazz Montreux, der Claude Knox, umgerannt ist und Sachen gerettet hat aus dem Casino. Und aufgrund von dem haben sie dann das Lied geschrieben. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Das Lied bei uns heisst «Hab keine Sorgen». Das heisst, das Lied heisst «Don't worry, be happy». Der Hintergrund der Geschichte ist, es hat einen Guru gegeben und der hat gesagt, wir Menschen reden zu viel, wir schreien zu viel, wir sollten viel ruhiger sein und hat ab dem Moment geschwiegen, 25 Jahre lang. Und das hat Bobby McFerrin inspiriert, um eben «Don't worry, be happy» zu schreiben. Nummer 3 heisst bei uns «Sängerknaben». Das ist das Lied von den Prinzen, alles nur geklaut. Die Prinzen sind in der DDR groß geworden, berühmt worden, auch im Fernsehen, im Ostfernsehen, haben aber nie den Sprung geschafft in die BRD. Und wo die Mauer gefallen ist, haben sie eine Agentin bekommen, die gefunden hat, es ist schön, was ihr macht, das sind alles Knabenvorsänger gewesen, schöne, ausgebildete Stimmen, aber es fehlt da irgendein Tipp drin und dann hat sie eine Drum Machine unter das Grund gelegt und noch ein bisschen Bass und ab dann ist es steil aufwärts gegangen mit den Prinzen. Nummer 4 heisst bei uns «Nein, Frau, brüll nicht». Das ist «No Woman, No Cry» von Bob Marley. Der Bob Marley ist mit seinem Kollegen auf der Schwelle von seinem Haus in der Township gesessen und im Nachbarhaus haben sie gestritten. Er gehört, wie die Frau brüllt und dann haben sie aus dem einen Song gemacht, der heisst «Nein, Frau, brüll nicht». Und wie es weitergegangen ist im Nachbarhaus, weiß ich nicht, aber der Song ist sehr schnell und sehr, sehr berühmt worden. Und was ich noch möchte anmerken, das ist immer betont worden bei meiner Recherche, es gibt Leute, die haben den Song falsch interpretiert. Die haben ihn interpretiert, «No Woman, No Cry», also keine Frau, keine Meinung. Aber es ist explizit nicht der Fall. Es ist «Nein, Frau, brüll nicht», ist die wirkliche Übersetzung. Das Nummer 5 heisst bei uns «Luftballon». Die Hintergrundgeschichte war so, wo in Berlin noch Mauer gestanden ist, hat es ein Konzert gegeben der Rolling Stones und irgendwann im Verlauf des Konzerts haben sie farbige Luftballone in die Luft gelassen. Und durch die Windbewegung sind die Ballone in den Osten übergeflogen. Und der Bassist von der Nena, von der Band, ist am Konzert gewesen, hat das gesehen, die Situation, und hat dann sich ausgemalt, wie es das wäre, wenn eben die Volkspolizei das als Bedrohung wahrnehmen würde und wenn ein Krieg losbricht. Und da gibt es ja auch die 99 Luftballons heißt es, und es gibt dann auch die 99 Düsenjäger etc. Das ist Nena 99 Luftballons. Auch eine ganz schöne Geschichte, dass jetzt ja im Film gerade wieder im Kino wieder ein Film über Platzspitz gebracht wird. Und damals die Frau, die das Lied geschrieben hat, für Kinder vom Bahnhof Zoo, die ist eingeladen worden in eine Radiosendung auf Amerika und hat dann ihre Lieblingsmusik mitbringen. Und sie hat 99 Luftballons mitgebracht und darum ist das ein Hit geworden in den USA, sozusagen aus Zufall, weil das dort dann im Radio gelaufen ist. Das Lied Nummer 6 heisst bei uns Rococo Superstar und ist Rock Me Amadeus vom Falco. Zu dem Lied weiß ich eigentlich nicht viel. Ich weiß nur, ich habe Biografie gelesen vom Falco und was mich beeindruckt hat, ist, das sind die Gebrüder Holland, die das Lied geschrieben haben. Und der Falco ist eigentlich der Erste, der so angefangen hat, auf Deutsch zu rappen.
und hat sich so schlecht benommen offensichtlich im Studio, dass die Bolland-Brüder nachher nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Aber das Lied ist ein Hit geworden und nicht nur in Europa, sondern eben auch in den USA Nummer 1. Europa, wir haben so eine komische Siegelbetonung kein Lied. Ist jetzt auch so. Das wäre also Nummer 6. Nummer 7 heisst bei uns Wir sind die Welt. We are the world. Da haben wir ganz am Anfang vom Lied alle die Namen aufgezählt, die im Studio sind. Also Ray Bob, Kenny Willie, alle die berühmten Leute. Die Geschichte von USA for Africa war, dass man gefunden hat, man möchte Afrika unterstützen und macht darum so ein Benefizlied, CD. Und dann hat es die America Music Awards gegeben in Los Angeles. Durch das sind alle die berühmten Leute in Los Angeles gewesen. Und nach der Preisverleihung sind alle mit ihren Stretch-Limousinen vorgefahren im Studio. Sind alle im Studio, haben über die Nacht das Lied aufgenommen. Also das ist innerhalb von ein paar Stunden haben das Lied aufgenommen. Michael Jackson und Lionel Richie haben es vorbereitet, gute Playbacks gemacht. Und dann ist das Lied fertig gewesen, dann ist es rausgekommen. Und das ist, glaube ich, eines der meistverkauften Lieder von der ganzen Welt. Und jetzt wird ich habe gar nicht gesagt, was es zu Bühne gibt. Es gibt 2 Konzerteintritte zu der Rosenhochzeit, das ist meine Konzerttour. Der Herr oder Frau M. Fröhlich. Wunderbar. Herzlichen Dank. Sehr verehrte Damen und Herren, ich habe es glaube ich richtig gedeutet, dass Sie unbedingt noch zugehört haben. Wir singen Ihnen gerne noch das letzte Lied, so, die Hymne, Wir sind die Welt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie froh sind und uns zugelassen haben. Es hat uns riesig gefreut, das ganze Wochenende ist ein wunderbares Wochenende mit der Gruppe, wo wir schön musiziert haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gute Gesundheit, vor allem alles viel Glück und bis zum nächsten Mal. Wir sind die Welt. Sing